Na Leute, wie sieht's aus? Bereit für weitere neue Mega Mani-Pokémon? Willkommen zurück zu Pokémon Legends EA. Ich bin gespannt. Okay, jetzt passiert nichts. Gut, hätte ja sein können, ne? Ich wollte ja, genau, erstmal die beiden Sidequests hier machen, dann zu Frostedie gehen, ne? Und irgendwie so 2 Sidequests plus Mega Mani-Pokémon machen. Das war so eine Idee. Spitzenapfel für mich? Naja. Ich weiß nicht. Okay, ist außerhalb der Zone. Moment, muss ich kurz raus. Wildzone 1, ja, lange ist es her. Ungewöhnliche Pokémon. Cycles Nummer 75, interessant. Wir haben auch sagen lassen, dass wenn wir irgendwie um den Dreh von Cycles 80 rum sind, das nochmal spannend werden könnte. Bezüglich halt mit Frostedie und so, ne, weil ich ja so einen Stein noch brauche, um es zu entwickeln. Also um Schnäppke zu Frostedie zu entwickeln und offenbar soll es eine Sidequest geben, wo wir einen bekommen. Jetzt kommt es, packt irgendwelche Pokémon aus dem DLC raus. Galalamus! Hätte ich auch gerne. Warte mal, kriege ich jetzt schon Entwicklungsitems dafür? Ich habe ganz kurz vergessen, dass er kein Wasser-Pokémon mehr ist. Und Galalajoking! Ja, da funktioniert der Erdbeben-Trick auch wieder. Oh. Monostahl. Nein, diese Niederlage wird eine ganz schöne Erinnerung an die Galar-Region. Letztes Jahr war ich im Urlaub in der Galar-Region. Die Pokémon, die es nur dort gibt, sind einfach bezaubernd. Beispiel die Fleckmon, die nur auf der Rüstungsinsel vorkommen sollen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Galarnüssen und duften deswegen ganz besonders. Komisch, oder? Und das ist noch nicht alles. Sie entwickeln sich, wenn man ihnen einen Schmuck gibt, der aus dem Zwang des Galarnussbaums hergestellt wurde. Verstehst du, was das bedeutet? Das sind Pokémon nur bewundern, weil ich fleißig Zweige gesammelt habe, die ich auf der Rüstungsinsel gefunden habe, um mein Fleckmon zu entwickeln. Ich kann mich noch erinnern, ja. Wir haben zwar Schwert und Schild nie gezockt hier, was daran lag, dass er damals nach den Alola-Regionen, also sprich nach Sonne, Mond und Ultrasonne, Ultramond, ziemlich von den Spielen enttäuscht und von der ganzen Serie enttäuscht war. Aber auch vom Anime vor allem. Das war irgendwie alles so, war ja einfach nicht mehr so meins. Und dann habe ich irgendwie, obwohl es, ja, Galar, ne, war ja dann die Dynamaximum und so vor allem, als neues Feature da und eigentlich coole neue Pokémon und mit Arena-Leiter und so, aber irgendwie hat sie nicht so abgeholt zu Beginn weg. Und ich habe sehr spät damit angefangen. Ich glaube erst dann, als die Remakes von Diamant und Perl rauskam, also wirklich sehr spät. Aber wir haben ja auch die DLCs geholt und so. Und ja, zumindest Pokémon Schwert durchgespielt. Ne, Schild, Entschuldigung, war Schild, genau. Schild durchgespielt, Schwert noch nicht. Ja. Und mein Pokémon, was haben wir eigentlich vergessen, ne? Ich kriege jetzt ihre Entwicklungsitems. Tatsächlich! Okay, Problem von Living Dex. Wie machen wir das? Ne? Wir haben hier ein Picanto. Wir haben natürlich nur ein einziges Fleckmon, ne? Aus der Galar-Region. Wir haben noch kein anderes bekommen. Ja, ist jetzt halt die Frage, ne? Ob wir Entwicklungsitems noch generell noch mehr bekommen, weil ich kann es jetzt entwickeln, logisch, aber halt nur zu einem von beiden, ne? Und wenn wir ehrlich sind, rein logisch betrachtet, müsste ich Fleckmon zu Lashoking entwickeln. Warum? Weil Lamus, das normale Lamus, kann ja durch Level Up bekommen. Das normale Lashoking, das kriege ich aber nur durch einen Tausch mit dem Kingstein. So. Ob ich jetzt irgendwie hier durch den Link Trade und so das irgendwie hinkriege, dass ich das Fleckmon mit dem Kingstein zu Lashoking tauschen kann und dafür auch eins bekomme. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, ne?
Das heißt, Lasho King, ich weiß nicht, ob wir Lasho King überhaupt finden können hier. Ist oftmals so, wenn ich irgendwie, also zum Beispiel hier bei, genau, bei Lucario zum Beispiel steht, Habitat wird erforscht. Das heißt, irgendwann finde ich eine Zone, wo es Lucario gibt. Ist nur Sonnenschein anzutreffen. Ja, so Riolu kriegen wir irgendwie auch, ne? Also, okay, nur Sonnenschein, okay. Noch hier. Lamus, Habitat unbekannt. Lasho King, Habitat unbekannt. Ne? Also, das heißt, es könnte passieren, dass ich beide gar nicht irgendwie so bekomme im Spiel und selber entwickeln müsste. Und rein für den Pokédex, um den voll zu kriegen, wäre es doch logisch, wenn ich einfach sage, hey, ich mache mir einen Gala Lasho King. Dann bin ich hier, was das betrifft, safe. Wie ist denn eigentlich mit dem normalen Lasho King? Flagmon, ich finde doch irgendwie hier, oder? Okay, das schon. Und das halt nicht, ne? Eben, vielleicht gibt es auch hier noch was, das eine andere Zone, wo es nochmal vorkommen wird. Oder halt ein DLC, natürlich auch die Gala-Form. Und davon gehe ich stark aus, Freunde, dass wir die Gala-Form mit auch weiteren Entwicklungs-Items halt in ein Ding kriegen werden. Im DLC. Weil sonst hast du gar keine Chance und gar kein anderes Scala-Fleckmann bekommst, dass du irgendwie beide Entwicklungen haben könntest. Weil du kriegst dir im Spiel nur eins geschenkt, ne? Oder eins getauscht, wie auch immer. Wir kommen jetzt schon wieder hoch. Muss ich echt wieder hier rein, ne? Also ja, ich warte jetzt mal noch. Ich habe mir zwar mal überlegt, ob ich wirklich da auch Gala Fleckmon oder Gala Lamus besser gesagt ins Team nehmen würde. Aber es ist so ein Gift-Psycho-Pokémon. Wir haben schon Psycho-Pokémon im Team. Das heißt, momentan würde ich noch darauf verzichten, solange ich Gardevoir noch nehme. Aber ja. Es wäre eine Option, ne? Vielleicht dann im Postgame oder vielleicht auch mit dem DLC dann. Warte mal, ich bin da drüber. Botogel Weihnachten ist vorbei, ne? Botogel! Botogel! Die Ponytox! Botogel in Not ist aber das Ponytox noch nicht vorgesehen. Mann, bist du hässlich. Naja, Gen 5 Pokémon halt, ne? Oder was? Gen 6, ne? Ich dachte, das war Gen 5. Ja, Gen 5 war... Spiele selbst waren eigentlich cool, wenn ich ehrlich bin. Aber Ding. Ich weiß auch nicht, aber... die meisten Pokémon sehen einfach nur hässlich aus, in meinen Augen. Aber ey. Was er killt. Oh. Haben wir jetzt sogar schon eins? Okay. Dankeschön. Da bist du ja mein Schnucki. Anständige Person halten, ne? Botogel. Ja, es war auch ein bisschen Not, das ist so. Schön. Jeden Tag eine gute Tat, ne? Jetzt muss ich mal schauen. Wir haben nachher Frostedi als Gegner. Ich hätte schon die Ponytox. Nö, tatsächlich nicht. Naja, wer braucht schon mehrere? So, ich glaube, wie gesagt, wir nehmen mal Stallobob ins Team. Ist doch ein Eis-Pokémon. Todok hat zwar Lichtkanone drauf. Warte mal. Was seht ihr, ist ja Eisgeist. Ja, Nachthieb, kann ich was anstellen. Rambos von Stolos, ja. Wird wohl relativ leicht sein, schätze ich jetzt mal. Ich überlege gerade.
glaube, ich nehme wieder mal für nächstes mit. Damit mein Carlos-Team wieder mal ein bisschen was reißen darf, ne? Da ist ein Unratütox. Ja, Gen 5 war auch die Generation, wo wir langsam ein Problem bekamen mit den Pokémon-Namen. Auch weil sie mir natürlich nicht so gefallen haben, die Pokémon. Wir haben irgendwie so Abkürzungen genommen. Was war das für Stadie? Mann. Abkürzungen genommen und. Oder mit Eselsbrücken und so gemacht. Und ja, bei Unratütox hatte ich mir einfach nur so von wegen, ah ja, da kann man den Namen gut abkürzen. Nennst du einfach mal unreines Stück Toxin, was natürlich völlig, naja, Kackname und so ist, gar keine Frage. Aber ja, ist wie es ist, ne? Das Arme. Aber so Unratütox und die Puntox sollen doch auch recht stark sein. Mal. Am Dach oben. Wo habe ich hier eine Möglichkeit? Bisschen hier, ne? Muss irgendwie aufs Dach hoch. Schätze mal, da geht's am besten, ne? Erstmal da hoch und dann rüber klettern. Eine Schraube locker. Muss ja runter, ne? In die andere Richtung. So, darüber. Okay, sieht ganz so aus. Dachte gerade, eins von wären shiny. So, von Exis, lange nicht mehr gesehen, ne? Oben noch ein paar Punkte. Die Schild gegen Frostedi ist natürlich auch nicht so verkehrt. So. Eis und Geist. Bei 10 abgefroren, okay. Neues Design. Ja, deswegen Heimer sitzt. Mega nice. Sieht cool aus. Wo geht's denn hin? Ja, flüchten kannst du gut, ne? Ja, leider ist mein Verdenkst ein bisschen langsam tatsächlich. Das stört mich ein bisschen. Aber kurz, bis es auftaucht.
schöner Damage. Das im Schilde, nicht Schild. Oh. Feuer-Pokémon angeflogen, wo gibt's denn sowas? Hallo? Warte mal. Ah, hier drüben wäre jetzt sicher gewesen, okay. Ja, verstanden, verstanden. Hab zuerst nicht geschnallt, dass die irgendwie da bleiben. Diese Eiszapfen. Du, 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 du. Weißt du was? Jetzt haben wir genug gespielt. Stolos brennt? Wie geht denn das? So, vorne hat es jetzt aber richtig wehtun. So, hier zurück. Dich zurückholen. So wie muss sicher vor ihm? Ja, hier. Hat mein Spuckbar gefressen, ey. So, und jetzt Finish. Frostedie wurde erlöst. Und wir kriegen seinen Megastein. Na, was meint ihr, Leute? Frostedie im Team? Geist Eis oder ein cooler... Was sehen etwa ein Frostedie, die eine Megamanie-Entwicklung durchgeführt hat? Violet. Unglaublich, dass wilde Pokémon ohne Trainer so eine Mega-Entwicklung vollziehen. Ja, frag mal Rayquaza. Den ich nicht ignorieren darf. Was machst du denn hier? Ich wollte nachsehen, wann ihr endlich Zeit für mein Turnier habt. Mir ist natürlich klar, so wichtig ist die Stadt von ihren Bewohnern zu beschützen. Oh ey. Was ist denn das für eine? Wir haben zu tun. Ich werde meine ewige Geduld üben. Hört ihr? Hör mal, ich weiß, es ist alles nicht leicht, aber ich halte zu dir, okay? Dankeschön. Megamanie Frostedie. So. Den Megastein bekommen. Sehr schön, sehr schön. Danke, Nexus. Hast einen tollen Job gemacht. Wir haben andere Pokémon wie Staubor sogar nicht gebraucht, aber egal. Zumindest noch nicht, ne? Okay, hier noch eine einsame Sidequest, so gucken wir mal. Ist nicht ganz so schlecht, weil dann kann ich hier noch kurz hin, um mir noch einen Schlüsselanhänger zu holen. Okay, es geht um die Stufe 3, ne? Interessant. Also den grünen hatten wir bis jetzt nur Stufe 2. Noch Stufe 3 und so, ne? Ja, kriegen wir schon hin. Was ist ein möglicher Punkt? Na hör mal, der Kunde ist König.
Und normalerweise schon, ne? Kommt mit Unmögliches von mir, was? Ich habe sie höflich gebeten, meine liebe Stolos zu tragen und seine Dreistigkeit besessen, einfach abzulehnen. Hätte ich auch getan? Erstmal fragt man sowas eine wildfremde Person nicht. Zweitens, einen Stolos zu tragen. Hallo? Weißt du, wie schwer das Ding ist? 23 Kilo. Ja, läuft ja. Siehst du, das spinnt total. Gepäckträger Pam Pam. Achso, weil es im... Ah, okay. Ich glaube, ihre Trainerklasse so heißt, aber trotzdem. Warte mal. Mache mit ihm hier, komm. Also. Also ich mache es auch alleine, aber okay. Stimmt, ist das die aus der ersten oder zweiten Folge? Es hat so seltsame Trainer hier, ne? Ich dachte schon, Violet wäre ein bisschen crazy. Das ist doch cool, die Pam Pam Familie. Ja, das haben wir gleich. Tschüss. Blätterstur, nicht schlecht. Die Trainer sind ja viel zu stark. Das merkst du auch schon. Ah, Daisy Royal, das war's wohl. Wenn er versucht hätte, mich dazu zu zwingen, einen Stoller zu tragen, hätte ich ihm gerne die ganze Stadt gezeigt. Vielen, vielen Dank, Mike, du hast mich gerettet, ehrlich. Es wird ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Jetzt führt Touristen in der Stadt herum und transportiert dabei auch ihr Gepäck. Ja. Wo bist du denn? Wir wollten uns doch jetzt treffen. Alles okay bei dir? André? Ja, alles in Ordnung. Tja, da sieht man sich wieder, ne? War doch cool, dass wir Pam Pam noch mit einem Pandago helfen konnten. Fast ein bisschen wie Vater und Sohn, oder? Weil dann mehr weiß. Oder Mutter und so, oder Mutter und Tochter. Ja, keine Ahnung. So. Hätten wir das auch. Junge ist ja böser Floh. Nein, dankeschön, das reicht. Sonst müssen wir genug von allem haben. So. Obwohl, ich frage mich gerade. Ein paar haben wir wieder. Kaufen. Ja, Hyperell und so. Ah, jetzt haben wir sie, ne? Die Vitamine können wir jetzt auch kaufen, Leute. Erstmal viel Geld ausgeben, ne? Ja, Vitamine sind teuer. Weil so ein, zum Beispiel ein Carbon, ne, der füllt ja um 10 Initiativpunkte, ne? Du hast auch gerade so viel.
Ich will noch mehr mitnehmen, ne? Ich werde vor allem die für den Angriff und so brauchen. Für Protein und Calcium. KP Plus. Wobei eben verkaufen wir ja trotzdem. So. Und die Vitamine werde ich ja später ein bisschen einsetzen. Ne? Ist eh noch die Frage, wie wir die Vitamine, die wir bereits verteilt haben, beziehungsweise nicht Vitamine, sondern die EVs, die wir bereits verteilt haben, wieder resetten könnten. Moment. Da oben, ne? Nein! Oh doch! Ich dachte schon, das reicht nicht. Haben wir oben was Spezielles noch? Sieht jetzt so aus, ne? Die Zeit ist 20 Minuten. Ich glaube, es können für den hier noch ausreichen. Schlammbeseitigung, Geld verdienen, ja, warum nicht? Ackerknabe. Aber nicht für mich weg. Ska! Jetzt geht das mit Acker und den Schlamm richtig wegspülen. Muss Ackerknarre sein, oder was? Turtok, hast du noch Aquaknarre drauf? Jo. Dann noch ein Absol. Muss da oben sein. Ah ja. Hat super geklappt. Turtok, bitte hier oben bleiben. Sieh mal ins Capisto, so geht das. Mit einer kräftigen Abfallknarre kannst du den Schlamm restlos beseitigen. Pisto. Nicht im Felsen, im Schlamm. Was? Fels mit Aquaknarre zerstören? Wo gibt's denn sowas? Aber nicht nur das, mit einer enormen Stärke können wir uns bestimmt auch in die Welt der Pokémon-Kämpfe wagen. Okay. Bisschen schräg zwar, warum nicht, ne? Scampistos Aquaknarre. Ja, eben das eine. So, das ist nochmal ein Affe. Nach einer blauen Sorte. Das ist noch ein Absol. Ach so, ich habe nachgewonnen. Ich dachte schon, was jetzt passiert. Hat sie mit einem Absol oder was? Eigentlich beim Mondfall noch praktisch, ne? So rein optisch gesehen.
Ja, ist gut, Junge. Wenn bitte mal einen Pokéball auswählen, den ich gerne hätte. Oh. Timerball wird irgendwie auch passen. Bloodball ist zu spät. Ein Luxusball. Ach, eigentlich gab es soll ja nicht, ne? Okay, ja, ist eins der Pokémon, das er auch schwer fangen lässt. Leider leid müssen. Wieso verlor ist da unten? Okay, dann gucken wir nochmal vom Team her, ne? Bisaflor, Pflanze, Gift. Ich muss mir um den Weg keine Sorgen machen. Als Mega-Pokémon nicht. Pflanze, Gift heißt, ich kann Gardevoir vergessen. Mir fehlt zwar der Stein noch. Ja, kann ich überlegen, ob wir irgendwie eins von denen schon mal mitnehmen soll zum Trainieren. Ja, komm, Dratini. Ich will Dratini ja eigentlich sowieso, also mal einen Dragon und so draus machen, ne? Haben wir ja vorgenommen. Also kommt es mit Bodenstahl an, so clever. Meganie, ja, Meganie bringt da nicht viel. Nächstes wird er dann einen guten Job machen, das sehe ich jetzt schon. Skelebra logischerweise. Stollos, ja, mit Feuerschlag, Erdbeben, Gifttyp, das könnte was machen. Eis natürlich auch. Pandagro, ehrlich gesagt eher weniger. Mit Kampf kann eigentlich nicht viel anfangen. Ich könnte Turengard noch mitnehmen. Hafnir, weil es auch ein Flug-Pokémon ist, ne? Und dann vielleicht einfach Schnäppke einfach so, ne? Auch ein bisschen zum Trainieren und so. Oh ja, ich glaube, ich verabschiede mal eine Idee mit einem Shiny Dratini, ne? Wir werden das vielleicht später mal machen, aber vorher erstmal normales Dratini, ne? Uns mal einen Dragoran ranzüchten können. Okay. Tun wir also Bisaflor, dann können wir uns nächste Folge. Ja, ansonsten, ich glaube, wir können nächste Folge, wäre Part 58, ne? Können wir die restlichen Megamani noch machen, plus die Sidequests hier. Das ist ja dann eine neue Wildzone, ne? Dann hätten wir 59 und 60 nachher für diesen Club oder das Turnier oder was auch immer, was Violetta von uns wollte. Und ja, ich werde diesmal bei Folge 60 nicht nochmal Rank Battle machen, also Ranked Season machen. Ich werde es irgendwie mal versuchen aufzunehmen, aber eher später bringen, weil eben das halt große Gefahr wegen Spoilern und so. Wenn jetzt irgendwie einfach sagt, ja, wir nehmen daran teil, obwohl es DLC, also ja, eben auch Punkte aus dem DLC daran teilnehmen dürfen und hauptsächlich natürlich auch werden. Ja, ist halt schwierig, ne? Deswegen vielleicht bringen es eher dann zu Part 70 oder Part 80 rum, mal gucken, je nachdem wie lange wir noch machen können vor allem auch. Aber ja, ich glaube, sind wir auf einem guten Weg, ne? Also, nächste Folge, Bisaflor, dann hier oben kurz Sidequest abholen, die gehen in der Regel nicht so schnell, lange. Dann natürlich auch hier dann Chefrum, vielleicht Chefrum der Größe XL schon mal zu Gemüte führe. Die Sidequest. Am besten gehe ich einfach hier zu Sektor 3 und warte mal, bis irgendwie ein Elite-Vehikel oder so etwas spawnt. Andere Variante wäre halt schon mal ein Ort. Oder hier, Zone 12, ne? Einfach hier halt rein, raus, bis halt so ein Elite-Ding spawnen, ein Elite-Chef rum. Was wäre denn Größe XL, ne? Wird dann passen. Kriegen wir sicher hin, da Zone 7. Oh! Wir haben schon neue Zonen. Ups, habe ich gar nicht gesehen. Wo ist denn Zone 16? Hä? Ich habe jetzt zwei Zonen übergangen. Warte mal. Da ist ja Foxy. Das sind ja plötzlich die... Ich habe es gar nicht gesehen. Die Kalo-Starter kann man fangen. Okay, cool. Ja, also ja, wir werden dann Zone 16 und 17 noch machen. Ne? Da gibt es offenbar auch ein paar neue Pokémon. Und Panzeron, sehr geil. Ist das Florclass da unten noch? Glaub, ne? Legios, der hat er glaube ich auch. Ja. Also haben noch ein bisschen was zu tun, ne, mit Wildsektoren, aber sicher 12 für das Elite-Ding hier. Und Marschen Himmelskampf, eben mache erst, wenn wir 2, am besten 3 Flug-Pokémon hätten. Ne? Zur Not nehme ich halt das Elite-Glur noch mit, wenn es sein muss. Aber ja, Uhafnir ist momentan das Einzige, was wir hätten.
Hier von Elite, wie Taubsis noch trainieren, will ich eigentlich eher weniger. Also wird es eben, glaube ich, auf dem Glurak. Wobei, ist aber erst 36, ne? Wir haben ja Garados, ne? Vielleicht ist das, gilt das auch als Flug-Pokémon, ne? Wir können mal gucken. Aber ja. Das wird jetzt mehr erfahren das nächste Mal zu Pokémon Legenden CA. Danke fürs Zusehen, bis dahin, ciao zusammen.